Kalt, kälter, am kältesten. Ja, hier in der Heberegion bei den Orni, ne, hier ist schon ein bisschen frisch, muss man zugeben. Aber ist halt so, ne, tiefster Winter, das ist auch eine Winterlandschaft. Was soll man da... Warte mal, da ist ein Koch da oben. Warum auch nicht, ne? Willkommen zurück hier, Freunde, zu The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Wir sind kurz davor, mit Hauptstory weiterzumachen. Wir sind auch bereits bei Folge 198 und ich habe gesagt, spätestens bei Folge 200 geht es weiter im Text. Haben wir ganz kurz noch einen Krog hier. Und dann würde ich sagen, wow. So hin? Ah. Den Krog hier holen. Dann haben wir noch eine Quest hier oben. Also nicht direkt hier oben, aber in der Nähe. Und dann würde ich mal sagen, verlassen wir sowohl ein bisschen die Wüste, also wow, ganz ruhig, Link, ganz ruhig, nicht übertreiben. Sowohl die Wüste hier unten, wo wir schon ein bisschen was gemacht haben, noch eigentlich machen könnten, aber gesagt haben, wir lassen es mal erstmal noch. Ja, auch die Dinger hier, ne? So ein, ja, das sind ein paar diese, wie soll ich sagen, Labyrinthe, ne? Die noch ein bisschen machen müssen. Irgendwann mal, sag ich jetzt mal. Aber wir haben, das war hier oben, war. Die verschwundene Königin, genau. Das sind, ja, eine Schneelandschaft machen können, machen wollen vor allem auch. Wenn wir das dann gemacht haben, das sagen, ab der nächsten Folge dann. Abnall Pharaon und auf der Suche nach dem 5. Weisen. Und da gibt es noch ein bisschen was zu tun für uns. Ah, ja, ja, schönes Ding hier. Ich habe gerade überlegt, von wegen können wir die Schreine dann gleich mal noch schnell durchmachen. Soll aber jetzt nicht so die Schwierigkeit werden. Ne? Wir haben schon so viele Schreine gemacht und jetzt können wir noch ein paar durchziehen. Viele sind es nicht mehr, es sind noch ein paar in Pharaon, wo wir erst noch hin müssen. Dann gibt es noch ein paar mit den Labyrinthen. Oben und unten, also sprich im Himmel und auf der Erde. Und ich muss ja eine scheiß Quest machen mit der Stärke. Ach nee. Nach das Überleben finde. Ich finde dich auch, ja. Oh. Was? Aua. Ey Junge, ganz ruhig, ja? Sonst gibt's auf die Mütze. Der Prügel zerbricht gleich. Und er ist futsch, dafür bereits das Teil. Ist überhaupt eine Waffe, die schon upgraded ist? Nö, da kann noch ein bisschen was machen. Sehr gut. Na komm schon. So. Ich habe hier gesehen, dass noch was runterschießen soll. Warum auch immer. Also hier vielleicht für die einen Konstrukte. Und die halt Feuer fangen. Ist mir klar, es würde den Schaden machen. Zweifelsohne. Am Feuerpfeil ist somit auch noch gehabt, ne? Ja gut. Weil ich mir unter einer Gefäßen wegen, ja, Feuerpfeil ein bisschen was anderes vorstelle, tatsächlich. Das Ding explodiert, okay, da können theoretisch einen anlocken. Oh, er soll doch den da anlocken, wa? Gibt es überhaupt noch? Ein paar haben wir noch, ne?
Na toll, genau jetzt. Aua! Na komm. Danke für das Großschwert. Noch ein bisschen was zum Upgraden. Kann man immer gut gebrauchen, war auch so ein Großschwert. Dann packen wir darauf und wieder so ein Teil. Oh. Ja, Felsen Brandung, ne? Wäre natürlich auch gegangen. Der was sein muss, naja, weiß ich nicht. Noch 2 dort, ne? Ich könnte natürlich versuchen, ihn da anzulocken. Warte mal. Du. Ja. Naja. Ich habe zu spät gesehen, dass da oben ein Ding ist. Auf so ein Explosiv hat natürlich zuerst das gemacht, ne? Und dann, wenn sie runtergekommen wären, dann nochmal drauf geschossen. Das ist natürlich viel effizienter gewesen. Aber doch so ganz gut geklappt. Ah, Marshall, bist zurück, dankeschön. Scheißteil. Ja, das Master-Schwert, ne? Fluch und Segen zugleich ist in dem Spiel hier. Ich meine, klar, bei Breath of the Wild war es ja auch so, aber dort kann man zumindest mit den DLCs das Ganze noch ein bisschen stärker machen. Länger haltbar und so. Aber ja, das ist noch ein anderes Thema. Ja, also auch mit der ganzen Timeline, ne? Mittlerweile mit der neuen Timeline, der mit dem Tears of the Kingdom Masterworks Buch erschienen ist und Nintendo jetzt sagt, ja, eben Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind eine eigene Timeline, die haben nichts mit anderen Spielen zu tun. Sogar so wie es momentan aussieht, nichts mit Ocarina of Time oder sogar Skyward Sword, aber ich glaube, das haben sie jetzt nur mal gemacht, zum einerseits sich auch Inspiration von den Fans zu holen in den Timelines, weil, muss man zugeben, das haben sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal getan. Und andererseits natürlich auch, um das offen zu lassen quasi, dass sie es dann vielleicht künftig machen wollen. Ich persönlich würde trotzdem sagen, es gehört in eine Timeline, in eine gesplittete Timeline, nach Skyward Sword. Denn sind wir ehrlich, das Ende von Skyward Sword mit dem Todbringer und anderen Verwandten, mit der Reise durch Raum und Zeiten wieder und so, da wäre es durchaus möglich zu sagen, hey, erinnere mich damals bei Ocarina of Time gab es dort 2 Zeitleisten, 2 Timelines. Die eine, die Triforce Timeline, wie ich sie jetzt gerne mal nenne, mit Ocarina of Time und allen anderen Spielen, wo das Triforce halt wichtig war. Und die andere halt, die, keine Ahnung, normale Timeline, sag ich jetzt mal, die andere Timeline quasi, wo dann Breath of the Wild und Tears of the Kingdom spielen könnten. Ist nur so eine Theorie, die ich mal hatte. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar am Ende hier von Tears of the Kingdom mal so weit kommen im Let's Play. Ja, Tears of the Kingdom beenden, genau. Das ist schon wieder so eine scheiß Kraftprüfung, Junge. Also wenn wir irgendwann mit Tears of the Kingdom durch sind, dass ich dann vielleicht mal sage, hey, macht tatsächlich mal ein Spezialvideo draus, wo ich dann sage, ja, aufgrund der ganzen Dinge, die wir in beiden Spielen, also auch noch Breath of the Wild natürlich, gesehen haben, schätze ich, ist die Timeline so und so aufgebaut.
Halt, theoretisch wäre es möglich. Ob es Sinn macht, ist nochmal eine andere Frage. Ah, wieso muss ich hier schon so eine Kraftprüfung machen? Geschichten. Ja, ja, du mich auch. Was ist diese Kraftdinger? Okay, dann haben wir jetzt aus dem Blick verloren. Sehr gut. Der geht gar nicht mal so weit nach vorne. Aber das Problem ist halt... Der dreht... Ja, fix ist natürlich... Muss verdammt sneaky sein. Ist auch leise halt, ne? Genau, das ist das Problem. Okay, offenbar doch nicht. Ja, jetzt kommen direkt alle, weil ich irgendwie was ausgelöst habe, um sie zu warnen, aber offenbar ist nicht so. Die schießen auf irgendwas, treffen aber nichts. Ah, doch schon und treffen dann nur die Wand, ne, weil sie doof sind. Ja, toll. Der oben rast auch völlig aus. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Das wollte ich. Jo, was geht ab? Dass mein Shield so schnell zerbrechen würde, mit dem auch nicht gedacht, ey. Junge, Junge, was ist wieder los? Da noch einer. Das nackte Überleben, so wie Gott ihn schuf. Naja, bis auf die Unterhose. Bis auf den Arm. Also sagen wir so, wie das Spiel ihn schuf, quasi. Ach ja, lange ist es her, ne? Seit Folge 1, seit diesem epischen Moment quasi, wo ganz oft gezeigt, oh ja, ich bin eigentlich viel cooler als ihr. Oh. Mir scheiß darauf, dass du das Masterschwert trägst, Junge. Das war's. Da haben wir noch, ne? Alter Holzschuh, was haben wir sonst noch so? So. Was willst du jetzt, Junge? Der ist mit Blitz dran, ne? Kann der Blitz Pfeile? Das ist natürlich cool. Oh. Er ist doch schon der Letzte. Es sei dir gestattet, Werkzeug zu verwenden. Danke. Wundert mich ein bisschen. Darum geht's noch weiter. Da war einfach anders gedacht. Eben sind sie anschleichen und so, ne? Ah, und hier hätte dann hochgekommen, da mit dem Dengensprung nehme ich jetzt mal an. Ja, okay. Okay. Wäre so geplant gewesen.
Aber ging ja auch so. Aber so gehen. Was hier alles? Dann haben wir jetzt einfach mitgenommen. Schwalbenbogen, weil, ja, vielleicht auch einen Falkenbogen, ne? So à la Rivali und so. Kann theoretisch nicht schaden. Ein Saphir. Sechs Stück vorne, das heißt, wir können uns nochmal 4 weitere Herzen und ich glaube sogar, das machen wir. Noch 32 Scheine, es fehlen noch 20 insgesamt, nur noch. Es werden immer weniger, Gott sei Dank. Wir haben noch ein paar im Himmel oben, wir haben noch ein paar hier unten natürlich, aber es werden immer weniger. Und gehen wir erstmal dahin, ne? Also, kann ich mir von dem Turm darüber schicken lassen? Ich hoffe, das klappt mal so. Von dem Turm, nehmen lieber den hier. Ja, ich muss aber trotzdem zugeben, dass mit Nintendo, dass sie einfach sagen, von wegen, ne, Breath of the Wild, Kingdom sind eigene Timelines und so. Und das sind eigene Timeline, die haben nichts mit dem Rest zu tun. Ich finde das schon heftig, gerade wo wir doch bei Breath of the Wild ja sehr viele Indizien, Hinweise und vor allem in-game ja auch Aussagen mit den Cutscenes hatten, die ja explizit auf vergangene Spiele bezogen haben. Ne? Ich meine, da die Zeremonie mit Link. Klingt natürlich falsch, ne? Also klar. Also in Breath of the Wild gab es eine Erinnerung, wo Link ja dann zum Recken erkoren wurde. Nicht nur zum Recken, sondern eben auch zum demjenigen, der halt das Master Schwert führt und so, zum legendären Helden quasi. Und da hieß es ja auch von wegen, ja, wir mögen es nicht beschützen und so, wir mögen es nicht leiten. So wie den Helden, der durch die Lüfte flog, den Helden, der durch die Zeit reist und die Schatten und so. Das waren alles Hinweise eben auf halt Skyward Sword, Ocarina of Time, Twilight Princess. Ich meine, klar, du kannst eine neue Timeline machen und sagen, doch gab es das auch. Hatte auch schon mal. Wo ist das Vieh jetzt? Nervt mich gerade. Hä? Machen es die da? Die da. Er hat ja auch schon mal die Überlegung gemacht, von wegen mit den. Wir sind jetzt schon das Volk der Twilight, ne? Dass wir in. Von der Princess kennengelernt haben. Also mit Midna und so. Und das ist dort ja, wenn wir ehrlich sind, der Hinweis darauf war, dass die Twilight verbannt wurden ins Schattenreich. Dieser Zeitpunkt müsste entweder, er muss eigentlich noch vor Ocarina of Time gewesen sein. Und nach Ocarina of Time macht es irgendwie keinen Sinn. Es ist die Vergangenheitstimeline, ich weiß, aber trotzdem, es muss vor Ocarina of Time gewesen sein. Das heißt, dieses Volk der Twilight muss es im Schattenreich auch in der Timeline von Wind Waker geben. Wenn man das natürlich jetzt sich mal so überlegt und sich sagt, nehmen vielleicht doch wieder etwas als Ursprung wie Skyward Sword, nur als Beispiel, aber sagen dann, Ocarina of Time spielt in einer komplett anderen Timeline als in Breath of the Wild von der Princess, aber du kannst trotzdem dann ähnliche Spiele haben, die, ja, wo es natürlich auch einen Außerweltenhelden und so weiter gab, nur halt mit einem anderen Ausgang. Genauso könntest du das Volk der Twilight theoretisch bei der Wind Waker Timer wieder reinbringen. Und sagen, trotzdem möglich, ne, dass sie da wieder existieren. Wo es ja doch eine komplett andere Timeline eben ist als. Hey, Kleiner. Wir mal zur Höhle da. Wir müssen also die verschwundene Königin hier finden, ne? Da ist auch noch. Denn das ist das eine, ne? Und dann gab es noch die Steintafeln, die Hinweise, die Prinzessin Ruto verfasst hatte. Und warum sollen diese Gegenstände hier einfach auftauchen, wenn. Okay, sind hier lang, aha. Breath of the Wild nichts mit Ocarina of Time und so zu tun hat. Also ich finde, haben sie den Entwickler ein bisschen zu einfach gemacht, weil sie vermutlich bei Breath of the Wild also dachten, hey, wir machen nochmal ein DLC
bringen Ganondorf rein und so, ein bisschen die Zone und dann sich andere so, nee, machen ein komplett anderes Spiel daraus, machen noch ein bisschen mehr, dies und jenes und dann plötzlich, oh scheiße, was brauchen wir jetzt für eine Erklärung mit Timelines und so, wo sind die Titanen abgeblieben, ne, die Wächter und so. Wir sagen, wir sind einfach weg und so und Timelines machen es auch einfacher, wir überlegen uns vielleicht später was. So kommt es mittlerweile ein bisschen vor. Ob es das gut oder schlecht ist, ist sicher besser als eine schlechte Timeline zu generieren. Also kannst du Nintendo immer noch sagen, okay, eine explizite Erklärung liefern wir später. Weil die erste Erklärung mit der Timeline, die kam glaube ich erst mit Skyward Sword raus. Damals hat man gesagt Skyward Sword plus Ocarina of Time, A Link to the Past, The Wind Waker und Twilight Princess, um halt, ja, die Kindheitsära, die Erwachsenenära und so, also Ocarina of Time abzubilden. Und zu erklären vor allem auch. Ich glaube, erst ein paar Jahre später haben wir dann gesagt, okay, alle anderen Spiele gehören auch in diese 3 Timelines. Ne? Also A Link to the Past, nee, das hatten wir schon. Zelda 1, Zelda 2, die Minish Cap und so weiter und so fort. Deswegen, ja, lass uns überraschen, was das Ganze noch hinführt. Was es noch wieder irgendwie eine Abspaltung gibt. Aber es halt, ich muss auch zugeben, es ist natürlich schwierig für den Entwickler, das überall zu erklären. Also dann sie natürlich zu Beginn, als die Zelda-Ära schufen, niemals an so etwas, das so krass werden könnte. So viele Spielen und so vielen Dingen, die sich halt gegenseitig die zum einen aufeinander aufbauen, zum anderen aber auch ständig erklären müssen. Ne? Das ist immer das Schwierige. Ja, mit dem Triforce. Weder hier noch bei Breath of the Wild gab es das Triforce wirklich zu sehen. Trotzdem will natürlich wieder wissen, hey, wo ist das Triforce abgeblieben? Oh, sind ja Monster. Das könnte jetzt irgendwie so ein Hinweis. Gut, das war ein Schrein, da hat zwar keinen Hinweis drauf sein, wo die andere Person ist. Was mache ich jetzt da? Die Weißen sind mir gerade ein bisschen im Weg, Leute. Ja. Wir fänden es trotzdem cool, wenn wir in einem künftigen Zelda-Spiel, wieder so ein 3D-Teil wie das hier, trotzdem wieder mal auf die Zone und so treffen würden. Hat nichts gegen, aber trotzdem gerne wieder mal das Triforce, ne? Weil ich finde, das gehört einfach irgendwie zur Reihe dazu. Zumindest einen Hinweis darauf zu finden, ne? Das Triforce ähnliche Art und Weise war spannend damals bei A Link Between Worlds mit Lorule. So, aber das Silberne wird nicht so leicht zu plätten sein, leider. Guck mal, wie hässlich er ist. Geht natürlich auch, weil sie können jetzt schwimmen. Oh. Ich ja auch nicht, weil es so scheiße kalt ist. Ach, ja. Die Zelda-Reihe und die Timeline-Geschichte. Aber ich denke auch, ich bin halt so ein Typ, dass ich gerne das alles ein bisschen erklären möchte, und der gerne auf Story und so steht, da ist ganz klar. Habe auch schon mehrfach erwähnt. Und auch schon begründet, wieso ich zum Beispiel ein großer Fan von Skyward Sword oder Princess und so bin. Der Wind Waker, naja, zum Teil auch ein bisschen, aber vor allem von den Spielen und auch Ocarina of Time. Eben aus den erwähnten Gründen. Und hier natürlich, ja, dabei Breath of the Wild mit der Story. Die waren natürlich bei Breath of the Wild jetzt nicht so spannend, hier hingegen schon eher. Und Zusammenschluss natürlich dann auch wieder, das ist alles schön erklärt, okay. Kann man so alles machen. Aber ich muss mir da selber auch öfters ein bisschen eingestehen, zu sagen, hey, Story ist schon noch gut. Zusammenhänge zu haben, vor allem in der Zelda-Reihe. Aber es muss nicht sein. Du kannst auch das Spiel genießen, so wie es ist.
doch hier auch zu genießen, hey, wir haben die Rückkehr von Ganondorf, was schon Ewigkeiten her ist in der Zelda-Reihe. Also, Ewigkeiten vom letzten Spiel her halt. Und bei Breath of the Wild hatten wir sogar Ganon, ne, als riesige Fleischbase, der hier wieder vorkommt. Mal gucken. Oh, weiß ich schon, was er machen muss. Und ja, wir haben keinen Triforce, dafür haben wir wieder irgendwie eine Geschichte mit Weißen und so. Und ja, es ist trotzdem cool. Da müssen wir das Triforce bald wieder sehen werden oder so. Ja, ein Pfeil hatten wir auch schon, ne? Also mit dem Vorgänger. Ich bin gar nicht mehr sicher, wurde hier Pfeil auch mal erwähnt? Also als stimmendes Masterschwert, bin gar nicht mehr sicher, ey. Bringe den Kristall dem Licht da. Schrein in der Höhle. Ja gut. Haben wir so einen Schrein gefunden, dummerweise halt jetzt die Quest aber nicht gelöst, ne, mit der Königin. Weil dachte mir, komm, die ist da sicher hier drin. Aber ja, wir haben ja bald ein Zelda Echoes of Wisdom. Das ist schon raus, wenn der Party online ist, kann durchaus sein. Das soll alles dann wieder ganz eher simpel, also simpel, was heißt simpel? Wieder so sein, von der Spielmechanik her und so. Wie bei Link Between Worlds und so, ne? Aber trotzdem auch ein paar Elemente haben. Ich habe irgendwie was gelesen, haben so wieder eher so frei sein, mit wohin du willst und so. Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Ich glaube, das könnte sogar künftig was sein, was ja eher die Norm sein wird bei der Zelda-Reihe. Dass man gezwungen wird, bestimmte Tempel oder bestimmte Reiche in einer bestimmten Reihenfolge abzulaufen. So wie es fast immer war, ne? Ocarina of Time hatte ein bisschen was wegen Geister- oder Schattentempel. Ich glaube, das war eher Zufall, würde ich jetzt mal behaupten. Weil Entwickler wollten ja sowieso ein ganz anderes Ocarina of Time erschaffen, ne? Der viel größer sein müssen. Nach andere Tempel und so zum Teil. Ja. Man muss ja zugeben, ne? Ocarina of Time, obwohl es ein grandioses Spiel ist, immer noch grandios ist, das erste 3D-Zelda ist, es ist trotzdem erst das 5. Spiel der Reihe gewesen. Das war ja 1997, 98 rum, ne? ...17 Lichter. Natürlich den Schrein auch noch gelöst habe. War doch eher Zufall tatsächlich. 19 Schreine. Fast zum Schrein. Nur haben wir jetzt das Problem, also warte mal, die Höhle ist nicht durch, ne? Mal gucken, haben wir irgendwo einen versteckten Zugang? Wieder so ein Mayo Signum Dingsbums sein. Hat er am Anfangsgebiet was übersehen oder eine Abzweigung vielleicht auch? Die blauen Dinge, da kommen wir nicht durch, ne? Da ist klar, da kann man direkt vergessen. Die blauen Wände. Von wo kam ich eigentlich rein? Das wäre die nächste Frage, die man sich stellen müsste. Na, von da oben, okay. Mayo Signum muss hier sein, wenn wir vorhin den kleineren hier weglaufen sehen. Dass da und den Eisdingen irgendwas ist. Könnte doch hier oben irgendwo an der Decke kleben, das wäre natürlich eine Variante. Oh, wow.
hier irgendwo etwas, wo ich nochmal durchkomme? Ich glaube nicht, oder? Hier irgendwo was übersehen habe? Wir waren zum Sprengen vielleicht sogar oder sowas? Hm. Ich glaube nicht, dass hier etwas ist. Was ich eigentlich mal mache. Geht das überhaupt? Warte mal, mal gucken. Kann ich den Sensor auf etwas Neues ausrichten? Also natürlich geht das, aber ich frage mich gerade, kann ich es auch auf so ein Ding ausrichten? Also ich habe das Ding einmal fotografiert, oder? Noch nicht? Ja klar, sogar auf einer Phantomgun. Eine ganz geile Idee. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich hätte ihn mal fotografiert gehabt. Ja, Tiere. Ja, doch in gewisser Art und Weise sind es ja Tiere. Nur weiß ich jetzt nicht, ob er das schon mal... Hier. Hm. Ah. Okay, ist auf Mayu eingestellt. Hm. Ja, wie jetzt? In der Nähe und höher. Da ist zu hoch. Na gut, der hätte vorher gucken können. Ah, hallo. Und hier hatten wir es gerade. Kann man ein neues Bild nehmen, das andere war jetzt ein bisschen hässlich. Majus Signum. Sehr schön, sehr schön. Dann als Sensor kann er wieder die Bandschreine reinpacken. Und raus hier. Da fehlt ja bloß noch die Königin, die ist jetzt ja eben noch irgendwo hier verschwunden, nicht wahr? Irgendwie noch ein Hinweis darauf, wo sie sein könnte. Ja, aber ja. Biel und Schneefeld im Westen. Hier war ich ja schon. Oh. Glaube ich ja nicht, hey. Komm, lass mich hier mal runterfallen. Hier zum Beispiel. Na, raus, ich nach allen suchen. Ja, das sollte ich noch hinkriegen. Oh Mann, oh Leute, was mache ich da bloß? Ja, war doch schon da. Hätte einfach da ganz kurz einmal nachgucken können. Naja. Was willst du machen, wa? Aber wenn ich schon mal hier oben bin. Kapselmäßig. Haben wir dann noch Raketen drin? Ich habe nicht mehr so viele Raketen. Reisekochtopf. Junge. Wie viel noch? Da müsste aber so ein Ding sein, ne? Ja, genau. Dann haben wir ja schon. Oh, ein Ryok hier schon wieder. Ja, die Eisvarianten, wenn du den Fliegenbeam mit Feuerpfeilen draufbauen, so mit dem Chimera-Bogen und so, würden ordentlich Damage machen, aber das dauert dann wieder so lange und ich krieg selber wieder viel, um viel abzubrechen mit dann den anderen Bogen und so. Ja gut, ich meine, den Raussignal habe ich da. Ich dachte zuerst, ich habe es ja schon mal gesehen, aber ich dachte, wäre ein Krog. Wobei, warte mal, bin ich doof. Ein Krog zeigt erst dann Rauchzeichen, wenn ich den anderen
gefunden habe. Und sagen muss, hey, bring mir zum anderen Krog. So, wieso markiere ich den? Nur, ja, super. Deswegen. Okay, Freunde, sind wir 35 Minuten. Ich würde sagen, ich beende an der Stelle hier die Folge im Himmel fliegend. Oder gleiten, besser gesagt, weil Link kann ja selber fliegen, fallen, gleiten, whatever. Ah, das ist der Krog, den wir schon mal gefunden haben. Super. Nächste Folge machen wir hier weiter. Ja, dann sind wir bei Folge 99, das ist doch perfekt, können wir noch die Quest mitnehmen. Da vielleicht eben uns noch, je nachdem wie viel Zeit wir noch übrig haben, ne, können wir noch uns nochmal 4 Herzcontainer holen. Dann die paar Segenslichter, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz in den Krogwall, noch ein paar Krogsamen eintauschen für neue Waffenslots oder so. Mal gucken. Da würde ich ansonsten sagen, wenn wir dann soweit durch sind, geht es ab nach Verwohn. Und vielleicht sogar mit Depot mit der Wahl, wenn wir ein bisschen mehr vom Gebiet abgrasen können. Ich habe eigentlich hier alle Gebiete mittlerweile gut durch, von dem her. Auch zu Fuß und so mittlerweile abgelatscht. Die Wüste ging fast nicht anders. Hier, ja, mehr oder weniger auch. Hyrule, inneres Hyrule eigentlich auch. Ranel, großenteils auch, aber hier unten habe noch nicht so viel gemacht. Ne? Da sind wir relativ schnell hier zum Tunnel gegangen, haben hier unten geguckt, wegen Angelstedt, ne? Da haben wir vor allem wegen der Träne. Also wir haben vor allem die Orte damals gemacht, wo es auch Tränen gab. Wobei, ich habe glaube ich nicht viel gemacht tatsächlich. Aber eben auch hier, die ganz Angelstedt-Quests und so. Ich war noch gar nicht unten, ne? Krass. Okay, wieder noch machen. Die Wurzel aktivieren und den Schatz holen. Also ja, wir haben hier im Fayon noch viel zu tun. Sei es Sidequests, sei es Story, sei es Schreine. Wobei, so viel wird es dann nicht mehr sein. Aber ein bisschen was. Ein bisschen was gibt es noch zu tun. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir können die Königin einfach so, die verschwundene Königin einfach so retten müssen, indem wir gegen den Drachen da kämpfen. Ich habe da nicht so wirklich Bock drauf, ne? Ja, es ist kein König-Kriork, aber trotzdem ist es ein Frost-Kriork, die sind auch scheiße. Kriorks generell, ne? Leute finde ich viel besser, weil du kriegst auch geile Waffen. Bei dem, ja, kriegst du ihre Köpfe, schön. Ein paar Flügel, ja, toll. Ganz geil. Was soll's, wa? Bis nächstes Mal und ciao zusammen.